Habt ihr uns schon mal geschlagen oder uns schon mal angeschrauen? Selbstverständlich sind wir nicht unfehlbare Eltern. Ja, also mich hat es auch schon mal wirklich verjagt. Freunde, wie ihr wisst, habe ich eine Familie. Ehrlich? Und ich habe das Gefühl, viele haben so ein bisschen das Bild von ich habe die chilligsten Eltern und ich will auch so Eltern. Und das Video ist nur dazu da, um zu sagen, dass ich ganz schlimme Eltern eigentlich habe. Dass wir ein Hausdrachen sind? Nein, ihr habt uns Fragen stellen, sowohl im Livestream als auch auf Instagram. Ein bisschen Fragen über meine Family, über die Erziehung, wie wir uns erziehen und so. Und wir denken, es könnte eigentlich ganz spannend werden, mal über das Thema zu reden. Und wir haben gedacht, wir gar nicht groß vorbesprechen, wir lassen es einfach mal so auf uns zukommen. Darum gehen wir die erste Frage, die am meisten gestellt wurde, ist: Sind wir offen für alles oder gibt es bei euch in der Erziehung auch Regeln? Also ich habe immer so ein bisschen gedacht, wenn ich mich vergleiche mit anderen Familien oder mit Kolleginnen und Kollegen, wir haben verhältnismäßig wenig Regeln. Also ich kenne andere Leute, die haben wirklich fast eine Tabelle gemacht, was man darf, wenn, wie, wo, was, in welchem Alter. Ja, einfach ganz klare Hausregeln. Dann und dann kommt man heim, dann ist das, dann ist dies und dann ist jenes. Und das Problem von meinem Mann und von mir ist, von uns beiden, ist, wir dort nicht so wahnsinnig gerne Regeln einhalten. Und perfekt, dann gibt es keine Regeln. Und darum haben wir es eher ein bisschen umgemünzt. Wir haben in unserer Familie eher Traditionen als Regeln. Weil bei einer Tradition ist es so, es ist schön, wenn man das einhalten kann. Und wenn es nicht so ist, kann man darüber diskutieren. Was für Traditionen hast du im Kopf? Ja, also zum Beispiel, ich finde es wirklich auch schön, wenn es Joy in den Ausgang geht, dass ich ihr nicht muss sagen, dann und dann und dann kommst du heim, sondern ich sage einfach, hey, ich würde mich mega freuen, wenn du mir einen Film schicken oder wenn du sagen, wo du bist und wenn du wieder heimkommst. Und ich freue mich riesig, dass sie das auch gut macht. Sie schickt mir immer wieder Film und sie schämt sich auch nicht dafür, dass sie Mami einen Film schickt oder eine Mami sagt, wo sie ist. Ich bin sehr erleichtert darüber. Genau. Und wer würdest du sagen, ist strenger, du oder der Papi? Jeder in seinem Bereich ist streng. Also ich bin sicher streng mit Ordnung und so. Aber der Papi ist halt schon manchmal auch streng und er kann vielleicht eher mal ein bisschen einen draufdrücken und sagen, hey, das geht gar nicht und so. Also ich würde grundsätzlich sagen, es sind beide mega strenge Eltern, gerade wenn ich so vergleiche jetzt mit anderen Eltern von Friends oder so. So mehr Respekt vielleicht, hat man fast ein bisschen mehr vom Papi, weil er ab und zu einmal könnte ausrasten, wenn er... Also bei ihm ist es so, er ist grundsätzlich immer nicht, aber wenn mal sein Glas voll ist, dann explodiert er so ein bisschen. Paf! Habt ihr uns schon mal geschlagen oder uns schon mal angeschrauen? Selbstverständlich sind wir nicht unfehlbare Eltern. Ja, also mich hat es auch schon mal wirklich verjagt. Papi noch mehr, wie du weißt. Also geschlagen haben wir uns nie, das muss man vielleicht mal schnell sagen. Nein, das ist wirklich so. Also das ist einfach meine Meinung. Es gibt keinen Grund, um ein Kind zu schlagen. Es gibt einfach keinen Grund. Schon gar nicht ins Gesicht. Ich finde das so eine Demütigung für ein Kind, wenn man ein Kind schlägt ins Gesicht oder auf sonst irgendwo her. Also darum, nein, wir sind nie körperliche Strafe, hat es von dem her nie gegeben. Aber ja, sicher habe ich auch schon mal dich so ein bisschen gepackt und gesagt, ich mag nicht mehr. Dass du ein bisschen gespürt hast, ey, jetzt ist aber die Sicherung dann langsam durch bei Mami. Und selbstverständlich haben wir ja schon angeschrauen. Ich meine, du hast ja auch schon erlebt, wie der Papi ausgetickt ist. Ja, auch wir Menschen, wir Erwachsenen sind nicht unfehlbar. Manchmal haben wir einfach die Nerven einfach nicht mehr. Und ich denke, das wissen Kinder und verstehen Kinder auch irgendwann, dass wir auch mal ausrasten. Oder? Das ist einfach so. Wie war es für dich, als ich mit Social Media angefangen habe? Oder allgemein für euch? Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe das auch lässig gefunden, weil eben wir sind ja auch eine Familie, die immer wieder am Filmen und am Fotografieren sind. Und da bin ich sicher auch die Schuld. Ich habe euch so erzogen, weil ich bin schon so aufgewachsen, dass wir immer viel gefotografiert und gefilmt haben. Und das ist mir einfach mega wichtig. Und kaum hat der Papi dir ein iPod gekauft, dann ist es gerade losgegangen mit dir, mit Selfies machen, mit Haarsträhnen und alles. Und du bist einfach eine geborene Entertainerin. Und ich finde, das passt zu dir. Und darum unterstützen wir sie auch unterstützen. Aber ich habe zwischendurch manchmal schon ein bisschen Angst gehabt. Ui, hoffentlich rutschst du nicht in irgendwie einen negativen Ruf rein. Hoffentlich kommst du nicht irgendwann Hater-Kommentare über irgend so etwas. Also am Anfang hatte ich zum Teil schon ein bisschen Schiss gehabt. Ja. Wirst du oft erkennen? Immer mehr. Wie findest du das? Ich habe Freude. Findest du das cool? Ja, ich habe die Jugendlichen mega gerne. Ich will mich auch gerne einsetzen für die Jugendlichen. Weil ich halt viel auch erlebt durch meine eigenen Kinder, dass Jugendliche manchmal schlecht behandelt werden von Erwachsenen. Und das tut mir irgendwie mega weh und erinnert mich an meine Zeit, als ich Jugendliche war, wo ich manchmal schlecht behandelt worden bin. Da würde ich mich mega gerne dafür einsetzen. Was war so die schlimmste Strafe, die du deinem Kind gegeben hast? Also da kommt mir gerade spontan etwas in den Sinn. Und zwar, ich weiss noch, ich war irgendwie hässlich auf Joel. Und sie hat manchmal auch ein bisschen getäubelt, wie man so sagt. Und ich habe nicht gemerkt,
ich habe wirklich kein Mittel mehr, um sie zu erziehen. Ich kann wie, sie lässt nicht und dann ich habe wie gemerkt, ich rasche aus. Ich wollte sie aber nicht schlagen und dann habe ich sie einfach ganz fest gepackt, habe sie angeschaut und ich habe sie ins WC gesperrt. Tut mir leid, Joel, aber ja, ich kann einfach nicht mehr anders können. Ich habe sie einfach ins WC gesperrt. Wie lange? Nicht lang. Sie hat mega getäubelt und rumgeschaut im WC. Und ich habe einfach gedacht, ich kann nicht mehr. Das war der schlimmste Austicker, den ich mich erinnern mag. Nein, es kommt mir noch mal etwas Schlimmes in den Sinn. Ich glaube, es war Milchreis oder Grießbrei oder irgendetwas. Und der Edi hat gesagt, er möge nicht mehr. Und ich bin hässlich und habe gefunden, isst sich das jetzt aus, Punkt an. der Edi hat das ganz Schälchen ausessen. Und nachher ist er die Stegen hochgegangen und hat von oben bis in den Keller die ganzen Stegen herabgekotzt. Also wir haben so eine Stege, die so zu ringen war. Das war so ein Karma von ihm. Von oben runter in den Keller runtergekotzt. Und ich habe nachher mit ihm zusammen den ganzen Kotze aufputzen. Und ich habe gedacht, ich glaube, der mit dem Zwangsessen, das ist es, glaube ich, das machen wir, glaube ich, gescheiter nicht mehr. Und dann, was mir in den Sinn gekommen ist, aber jetzt Bis bei dir? Ja, und zwar hatte ich einen iPod Touch und ich war noch nicht 13 gewesen, und ich habe mir Facebook runtergeladen. Und das Beste ist, meine Mama hat das gar nicht schlimm gefunden, aber weil andere Menschen in unserem Umkreis gesehen haben, dass ich Facebook habe und ich bin noch nicht 13, im Facebook ist ab 13, haben sie dann, dir geschrieben, so, du, deiner Tochter, die hat schon Facebook im Fall, dass du dann nachher erst denkst, ui, in diesem Fall ist das schlimm. Dann haben sie mir 3 Tage Handyverbot gegeben und nach einem Tag haben sie mir das Handy dann gleich wieder gegeben. Aber sagst einfach niemandem, dass das Handy schon hast. Danke vielmals, dass du all die Fragen so toll beantwortet hast. Das hast du super gemacht. Vergesst das Video zu liken, vergesst nämlich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Ich habe unglaublich geschwitzt mit dieser Jacke, aber sie hat so viel Style, dass ich sie einfach anhaben musste. Und die Brille auch. Das ist alles von ihr. Sie hat einen coolen Style, Naughty Style. Nein, das ist doof. Gut. Kann ich jetzt gehen? Jetzt machen wir das. Du machst gar nicht an.